Ufang von diesem Jahr guckt alles auf China. Es geht um den chinesischen Dumping, das heißt die nicht loyalen Praxisen, mit denen China mit Perd verkaufen und dadurch den europäischen Markt mit ihren Produkten überschwemmen. Das ist ein ganz echtes Sujet. Das wird unter anderem ein Jahr gesehen, wie den 15. Februar Patronat an Employeen sozusagen Hand an Hand manifestiert haben, für die europäische Industrie zu verteidigen. Aber wenn ihr Industrie seht, dann denkt ihr vor allem an den Stahlsektor, weil den am meisten betroffen ist. Hier ein paar Zahlen. An der europäischen Stahlindustrie sind seit dem Jahr 2008 85.000 Arbeitsplätze gestrichen. Das sind 20% von der Arbeitskraft. Lützeburg steht da an der ersten Reihe. Leider. Das wird Zumachen von der Seite von Schöfflinger Rodanche gewesen. Eine andere Zahl, die sich alles aussieht. An den letzten 2 Jahren hat der Import von Stahl aus China sich verdoppelt. An Preise sind um 40% gefallen. Die Chinesen verkaufen ihre subventionierte Stahldenament zum Schrottpreis. Als Stahlindustrie ist dadurch an die Kette gegangen. Wie so dacks gedroppt geworden, dass die nationalen Regierungen hier Verantwortung überholen. Wie so dacks leitet der Ball bei ihnen. Und wie so dacks erholen sie sehr wenig. Das Europaparlament hat schon am Februar 2014 klare Position geholt und für mehr streng Anti-Dumping-Instrumente plädiert. Mit Santa 3 Jahren ist die Reform am Conseil von den europäischen Ministern blockiert. Es ist für die europäischen Ministerinnen mehr einfach, mit Krokodilstränen Briefe zu unterschreiben und über den Rückgang von der Industrie zu lamentieren, am Platz dann Tanz zu holen und konkret an solide Reformen auszuschaffen. Ich meine, es muss sich Schluss sein mit dem Schwätzen, Handeln als angesagt. Am Fall vom Dumping, wie dem beim Stahl, muss Europa mehr sehr und mehr stärker reagieren. Das Europaparlament will eine starke Reform für das juristische Kader vom Antidumping mehr wirksam zu machen, aber leider budgetieren der Conseil von den Ministern nicht. Hier seht ihr für einen Status quo. Am Platz als Arbeitsplätze an der Siderurgie zu verteidigen, bleiben sie stehen und machen nichts. Und es könnte noch schlimmer kommen, was China auch nach dem Statut von einer Marktwirtschaft anerkannt kriegen. Wie China im Jahr 2001 an die Welthandelsorganisation abgeholt wurde, ist festgehalten ging, dass nach 15 Jahren, also 2016, das Statut vom Land an der WHO überprüft ging. Es gibt aber nichts, was also imposiert, für China als Marktwirtschaft anzuerkennen. Besonders weil China die 5 Kriterien für das Statut Marktwirtschaft zu kriegen nicht respektiert. Eine rezente Etude noch wären Millionen Arbeitsplätze vor, soll China das Statut kriegen, an Hunderttausenden Arbeitsplätze allein am Stahlsektor. Wollen wir den Risiko angehen? Natürlich nicht. Wir wollen also Stahl exportieren, aber nicht als Arbeitsplätze zerstören. Wir wollen ja auch nicht den Gag mit uns machen lassen, indem wir unseren Markt ohne Ursache einfach abmachen. Wir müssen als Industrie verteidigen. Ob politischen Plan oder geopolitischen, juristischen oder ökonomischen Plan. Als Antwort muss immer sein, ja zur Stärkung von den Instrumenten, die als Handelspolitik stärken, und nein zu einem privilegierten Statut für China ohne Regeln und Gegenleistung. Die Handelsrelationen zwischen der Europäischen Union und China müssen eine Win-Win-Situation sein und nicht eine Lose-Win-Situation, so wie heute. Heute nach mehr wie sonst brauchen wir mehr Regulation und nicht mehr Liberalisation. Mehr Anti-Dumping-Mesuren, die greifen, und nicht mehr Verwässerung von den Regeln. Nirgends wie heute zu Lützeburg hat die Stahlindustrie so einen starken Einfluss auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.
De Stahl huet aus unserem Land von den reichsten und oppensten Staaten von der Welt gemacht. Die Frage ist also heute zu Lützeburg, aber auch an Europa, sind wir heute noch auf der Höchst par rapport zu unserer eigenen Geschichte? Das ist die Frage, die das Europaparlament wird beantworten. Unseren europäischen Interesse ist auf der Stahlindustrie abgebaut. Hoffentlich bringen uns Regierungen, auch die Lützeburger, es fertig, Nägel mit Köpfen zu machen und die Gesetze so zu ändern, dass sie als Industrie schützen, wann der Schutz notwendig und richtig ist.